UN-Vollversammlung stimmt fast die ganze Welt gegen den russischen Angriffskrieg, China enthält sich. US-Außenminister Blinken erhöht nun den Druck auf Peking. Die internationale Gemeinschaft beobachte, welche Nationen sich auf die Grundprinzipien festlegten. Die EU sieht Xi als möglichen Vermittler. Russlands Präsident Putin hat die vom Westen verhängten Strafmaßnahmen mit einer Kriegserklärung verglichen. Auch würde die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine als Einmischung betrachtet. Die Ukraine bat derweil um weiteres Kriegsgerät. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit Taiwan will China seinen Militäretat deutlich um 7,1% steigern. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking vorgelegt wurde. Die US-Regierung verschärft wegen des Ukraine-Kriegs ihre Reisewarnung weiter. Amerikaner sollen Russland sofort verlassen. Auch Großbritannien empfiehlt Landsleuten, das Land zu verlassen. Im Ukraine-Konflikt hofft die Ukraine auf Hilfe aus den USA. Der ukrainische Präsident Zelensky habe bei einem Telefonat mit US-Senatoren eine verzweifelte Bitte um Flugzeuge vorgetragen. Zudem forderte Zelensky offenbar mehr Waffen. Das berichteten mehrere US-Senatoren, die offenbar an dem Gespräch beteiligt waren. Im Ukraine-Konflikt ist Israel als Vermittler im Gespräch. Nach Medienberichten soll der ukrainische Präsident Zelensky Bennett vor einer Woche gebeten haben, in Israel Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten. In Russland ist ein neues Gesetz in Kraft, das kritische Informationen über den Ukraine-Krieg verhindern soll. Große ausländische Medien ziehen die Konsequenzen und berichten nicht mehr in Russland.